Okay. Ich glaube, es ist. Ich weiß es nicht. Wo soll sie sitzen? Okay. Ist das Ihre? Wir haben nur eins, glaube ich. Das ist nicht so schlimm. Nee, so. Zeit. Da habe ich einen Wasserbecher. Schön. Oh, das ist ja toll. Zeit. Eine Frage. Ja. Ja, mich blendet schon. Können wir weiß das ich Licht nicht. etwas runter machen? Wir werden so geblendet. Wir führen uns wie beim Verhör Ja, von wollte ich Kamerad. Verhörmäßig. Anmachen. Okay. Erstmal lieben Dank für den tollen Vortrag, lieber Frau Lang und lieber Herr Schmidiger. Es war auf jeden Fall, wir hatten viel Information bekommen, es war eine geschichtliche Einführung und auch die Situation jetzt in Afrin verkörpert durch die Olivenbäume. Das war für mich so eine schöne Metapher. جارك دنجي قال لك سباس شبو هاتناوه امنها دست بپرسادکن شکرم آخا دست بکه دانه هر کس بلا پرسکی بکه هگر دم هبه ادیم کارن پرسه بهتر بکن لبلا هر کس پرسکی بکه آزاد هیس بکن کارن به عربی پرس بکن کردی پرس بکن آلمانی پرس بکن هر تشت کاره بگوتن و بورگراندن کرم که aus Afrin, Kurden, Jesiden aus Afrin. Ich hätte gerne auf Kurdisch sprechen, aber mein Ziel ist, dass Herr Professor Schmidlinger mich versteht. Ich entschuldige mich wegen meiner Sprache. Ich bin seit kurzem in Deutschland. Also, ich habe die ganze Krieg in Afrin erlebt, von ersten Tag bis zum letzten Tag. Ich meine, es fällt in die beiden Vorträge, wie schwer dieser Krieg war, ja, wie schmerzhaft war, wie viel Opfer von unseren Mädchen und Jungen haben wir gegeben. Es gibt so viele Zahlen von normalen Menschen und unseren Militären und so weiter, ja. Also ich will jetzt nicht mehr, um emotional zu machen, aber ich spreche jetzt über deutsche Gesellschaft, die unsere Geschichte nicht kennen. Wenn wir sagen Kobane, Dankeschön. Wenn wir sagen Kobane, die Deutschen kennen sofort die Geschichte von Kobane. Sie können uns als Kurden Bücher empfehlen, aber Afrin nicht. Ein aktuelles Beispiel, diese Erdbeben im Februar 2023 war, ja. Diese Erdbeben, wir konnten keine offizielle Hilfe an unsere Leute senden. Also ich will jetzt nur eine gezielte Frage an Herrn Professor stellen, was wir als akademische Leute, als so gebildete Leute hier in Deutschland machen, damit wir unsere Geschichte weiter an deutsche Politiker, gebildete deutsche Leute weitergeben. Also ich höre über Ihre Buch zum ersten Mal. Ja, ich wundere mich, dass es solche Buch gibt. Wenn es im Markt ist, kann man es weiterempfehlen.
Also, ich hatte auch eine zweite Frage, aber ich verzichte darauf. Danke. Danke. Also Sie, Kurz und knapp bitte, weil wieder Sie sprechen, ja, Sie sprechen jedenfalls deutlich besser Deutsch als mein Kurdisch. Ja, danke vielmals. Sie haben natürlich recht, man könnte zu diesem Krieg sehr viel erzählen. Es war halt limitierte Zeit dafür. Das Problem mit der Aufmerksamkeit ist, dass tatsächlich der Krieg in Afrin sehr viel weniger medial diskutiert worden ist damals als der Krieg in Kobani. Und ich bin davon überzeugt, dass das zwei Gründe hat. Erstens, weil der Krieg weniger leicht für Journalistinnen und Journalisten zu covern war. In Kobani gab es diesen Hügel auf der Türkei, wo man quasi live übertragen konnte, was gerade in der Stadt Kobani passiert. In Afrin gab es so gut wie keine Journalisten vor Ort, außer lokalen Journalisten, und die wurden, und da kann man jetzt darüber diskutieren, welche Gründe das hat, aber ich würde sagen, es hat schon auch etwas mit orientalistischen und rassistischen Ressentiments zu tun, aber jedenfalls außer diesen lokalen Journalisten, die nicht so ernst genommen worden sind wie diese ganzen Reuters-Agenturjournalisten auf dem Hügel, gab es ganz wenig sozusagen Bilder und Live-Berichterstattung aus Afrin. Ja. Der zweite Grund aber war, dass in Afrin ein anderer Gegner war. Ja, also bei Kobani war ganz klar, das ist der IS, das sind sozusagen die Faschisten, das sind die Mörder, das sind die ganz, ganz Bösen. Und wer gegen die ganz, ganz Bösen kämpft, das müssen die Guten sein. Ja. In Afrin war der Gegner eine der größten NATO-Armeen, die ganz eng mit Deutschland ganz besonders, aber auch mit vielen anderen europäischen Staaten verbündet waren. Und man wollte es sich schlicht und einfach mit der Türkei nicht völlig verscherzen, weil die türkische Regierung unter anderem die Flüchtlinge aus Syrien als Druckmittel gegen die Europäische Union verwendet hat. Das heißt, schon während des Krieges waren das völlig unterschiedliche Gewichtungen. Das war ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Das hat damals, 2018, wo es herausgekommen ist, schon in Deutschland und Österreich recht einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Also ich wurde damals in vielen Städten eingeladen, aber es hat bei weitem nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die eben einige Jahre vorher mein anderes Buch bekommen hat über Rojava, das während des Kriegs in Kobani zufällig erschienen ist. Ja, damals war Rojava überall, ja, und Afrin war nicht mehr das große Thema. Ja. Und das jetzt zu verändern, ist ganz, ganz schwierig, ja, aber dass Sie auf Deutsch versuchen, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, ist schon ein kleiner Beitrag. Ja. Man kann das nur immer wieder in Erinnerung rufen. Mein Eindruck ist, und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen als Kritik, aber mein Eindruck ist, dass Afrin selbst in kurdischen Kreisen teilweise vergessen ist. Und man hat damals groß gesagt, wir sind alle Afrinis und so weiter, ja. Aber in Wirklichkeit ist selbst bei den meisten Kurden, die nicht aus Afrin sind, das Thema relativ stark weg. Ja. Und damit ist es ganz schwierig, wenn selbst die meisten Kurden Afrin aufgegeben haben, das Nicht-Kurden zu vermitteln. Ich freue mich, dass es hier jetzt ein eigenes Panel zu Afrin gibt. Also diese Veranstaltung ist eine Ausnahme. Aber im Großen und Ganzen ist Afrin, außer dass man vielleicht das eines von 20 Themen auch noch erwähnt, selbst in kurdischen Kreisen nicht mehr ein großes Thema. Danke für die Antwort. Aber noch diesbezüglich, woran liegt das, dass Afrin in den kurdischen Kreisen vergessen ist? Was glaubt ihr, woran es liegt? Ich weiß es auch nicht so genau, aber vielleicht liegt es auch daran, dass seither wieder so viele andere Dinge passiert sind. Ja? Es war dann 2019 mit der Besetzung von Serikaniye, also es passiert quasi eine Katastrophe nach der anderen. Und aber ich habe tatsächlich diesen Eindruck, das würde mich interessieren, das wäre ein Diskussionsthema hier. Warum glaubt ihr, dass es selbst unter Kurdinnen und Kurden
nicht jetzt ein wahnsinnig wichtiges Thema mehr ist. من برس ما مستش ميديا كر أبي قلت كو عفرين جالي هن كردافا يعني شي قال كردافا هاتيه وكم مجر هاتيه شبير كرن اديم برس شي كرم قلت شما هاتيه شبير كرن أول بيجي هيا كو بيشتي داغر كرن عفرين قالك بس كريك دنشي وريكي هاتا شبير كرن لي أو جي برست خاطر جوابك قالوا شما عفرين وكا مجار ناف كردان ده هاتيه شبير كرن ندناف همو كردان ده لناف هن كردان ده هاتيه شبير كرن قالوا كسك تخوازه برس بيبدأ از قال كيف خوشم بقوتني نوا واريكاريا وملتي كردرة بس استخوازم تشتك عملي بي تشتي عملي تشيك هون منع طياري تركي بكي كاربي او تكارن ملتي اوروبا تكارن نكارن دكارن منع طياري وبكنج دربي المزاروكي ما دخل يك وآدد واجي بقراندنا عفريني وسريكانية بدو أفعدو جي ملتي أوروبا سواء تركي أمريكا أو أوروبا ألمانيا أو بن دكارن في تشتي بكن من حوا بكن ولاتي ما خوش بكن جبو خاطري مهاجر نبن ولاتي وانا نقل كيف خوش نقام مهاجر بن الولاتي غريبة. Galax Spaß. Also die Antwort war, sie ist dankbar, dass ihr, also als Europäer, euch mit den kurdischen Fragen beschäftigt und sie stellt praktische Lösungen irgendwie vor, dass so eine Verbotszone, also in Afrin oder in Rojava so geschaffen wird, in der keine Flüge zum Beispiel oder Helikopter fliegen könnten und auch, also sie sagt ja auch, dass sie gar nicht glücklich ist, irgendwie ihre Heimat zu verlassen. Und Europa könnte ja auch dazu beitragen, dass die Kurden, also im Kurdistan, in Rojava und vor Ort besser leben, aber auch, weil sie bessere Bedingungen für das Leben geschaffen werden. Und also Europa kann halt dazu auch beitragen. Ja. Ja, ich bin da sehr dafür. Ja, das Problem ist, ich bestimme das nicht. Und eine Flugverbotszone macht nur dann Sinn, wenn es jemanden gibt, der diese militärisch auch durchzusetzen bereit ist. Im Irak hat das damals Sinn gemacht, weil es letztlich die Amerikaner bereit waren, sie durchzusetzen. Ja. Es wird sehr viel schwieriger sein, so etwas gegen eine NATO-Armee durchzusetzen. Aber wir haben jetzt bald EU-Wahlen. Ja, stellt diese Fragen den Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahlen, ob sie sich für so etwas einsetzen wollen. Nützt das und macht das zum Thema. Ja. Das EU-Parlament wird es trotzdem auch nicht beschließen können, sondern das ist letztlich eine Entscheidung europäischer Staaten. Ich fürchte, solange der Gegner in diesem Fall ein NATO-Mitglied ist, wird das realpolitisch sehr schwierig sein, das durch. أود بيجاكو هلبت كو تتخازي أو جتخازكو بيكرن لهربت تشتوها جلكي زحمة نشبركو تركيا عندما ج ناتويا وهذا كالشكرية جلكي مصنع بريا كي تماكو مروف ديجي بيت تشتي كاربكا جرك تشتكوها جلك دم تخازه لأود بيجاكو دمك بورا لأود بجدما كان نازل هالبجاتن أوروبا هنا يعني أم وكا كرد يعني شي حوالن كردام تكارن في بسكري كان بكن مجار وأم لسياسة مبارم ياريك وخشبوه جارتن هالبجاتن عم ددكن أم بيجنوا كو تشتكوا هيا وأم بالا والسيرفي تشتي أم بكشينن لأن ببورن كو جانا أس تشتكي جبير دكم حياج متك وأس تشتهري جرينك أس ورد جرينم. Vielleicht kann man auch noch dazu ergänzen, eine Sache, es gibt ja auch jetzt Bemühungen von NGOs und auch politischen Aktivisten, Aktivistinnen, diese Menschenrechtsverletzungen auch in Afrin vor Gericht zu bringen, auch in Deutschland. Ob das oder inwiefern das Erfolg haben wird, das ist offen, aber auch das ist ein anderer Weg noch, um da vielleicht
mindestens mittelfristig oder langfristig Gerechtigkeit zu suchen vor dem Gericht. Das sollte man vielleicht noch ergänzen. ورئيس خولانگ بیشه و کدین جی نهاهن جالکوان هنه وکر رامیار سیاست مدار هنه و هم جی رخصنین دن هنه ایکو به دستلات بونه و نگری داینه هول دن کو ویم جاره ام بیجن کو بگینن هر کسی تا کو لدادگهن ناو نتوی ام بیجن دادگر بیجه کو ترکی افتشته لدیجی کردا کریه تشته که خراب دیجی کردا کریه کو يعني روجا كي بجن وكذا سبيكا كي كو دنيا يعني شي جيهان ببينا كو تشتكو هالدجي كرد العفرين هاتك كرن تشتكى نمروفا هي وتشتكي لدجي ما في مروفا هي دبهي وتشتكو تركي لوركريه noch eine Frage Bersak 2 und ich habe noch eine Frage 3 4. Bitte erstmal die Frage kurz und knapp stellen und bitte kurz und knapp auch hier. Ja. سلااوڕێز من کوردێکی ڕۆژهەڵاتم هیوادارم تێبگەن بە سۆرانی کە قساکەم لێرەدا ئێمە ئاگەمان لێ کە ڕژیمی ئێران ڕژیمی ئاخوندی ئێران ڕۆڵی گەورەی هەیە لە ناوچەکە و بۆ دروستکردنی هیلالی شیعی هەمیشە تێکۆشەوە و لەگەڵ تورکیە بە دژی کورد و بە دژی هەموو ئەو خەڵکە جەنگاوە ئەوەندەی کە من گوێم لەو بەڕێزان بوو لەو دوو مامۆستایە بوو بە زۆر کەم باسی ڕۆڵی ئێرانیان کرد لەو وێرانکاری کە لە سووریا و ئەو فشاری کە بۆ سەر کورد بۆ سووریا کرێ باسییان کرد ئایا بەڕاستی ئەوە بەحث ئەوەی کە ئێمە هەموو ئاگامان لێ کە ڕۆڵی ئێران لەو وێرانکاری لە ناوچەکە هەیە پێم خۆشە زیاتر ئیشارە بەوە بکرێت بۆچی بەحسی ئێران نەکراوە Galax was also soweit ich die Frage verstanden Maxim erstmal die damit wir das nicht vergessen. Also, genau, die Frage war, okay, also soweit ich verstanden habe, war die Rolle von Iran und inwiefern hat Iran eine große Rolle dabei gespielt, hat, dass Afrin erobert wurde, aber auch, dass die kurdische Gebiete in Syrien angegriffen werden. Hat Iran da eine Rolle, wenn ja, inwiefern? Wir sammeln jetzt weiter Fragen. Ja, danke. Zu den Oliven noch eine Frage. Die landen ja dann, diese gestohlenen Oliven aus Afrin, landen ja dann auch am europäischen Markt, schätze ich jetzt mal, also über die Türkei. Dann gibt es da irgendeine Boykottbewegung von diesen, oder wie können wir wissen, dass wir kein gestohlenes Olivenöl aus Afrin konsumieren oder kaufen? Danke. بريشكا قالك سباس بس سباس حميادكم برسي متخاص برسك كورت متخاص بقوتا مجارة دار زيتوني بري كتني تركان عفني دا نزيكي 16 مليون بين انها تقريبا برتري مليون كو 16 هزار دار هاتي نقط كرن يعني اف مروفاينه بس دجي كردان دجي هر تشتي كردان سمبولا وان تيجرن Kommentar wo? Letzte Frage, wo war das? Einmal da und einmal da. Okay. So, bin ich dran? Ja. Also hier kurz und knapp, mit beiden bitte. Okay. Also das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Ich bedanke mich erstmal für diese viele Informationen. Wir als einfache Menschen, wir haben ein Problem, diese militärische Aktionen in Nahost, wo die kurdische Gebiet ist, richtig zu verstehen. Zum Beispiel in der Türkei, damals wurde das türkische Parlament entschieden, nach Afrin eine militärische Aktion durchzuführen. Und sie haben das gemacht und sie waren auch erfolgreich. Aber nicht nur die türkische Armee, sondern russische Armee war da, Amerikaner sind da. Also möchte ich ganz konkret sagen, zum Beispiel die türkische Parlament oder türkische Regierung, was für Ziel wollten sie denn erreichen eigentlich, dieses Gebiet zu besetzen und die Kurden da zu vertrieben? Erstmal das und zweitens, die Kurden sind ja Stiefkinder der Gott, ja, also da leben nicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen, sondern Millionen von Menschen leben in diesem Gebiet und die waren immer da.
Und europäische Politik ist dafür da Frieden zu schaffen, obwohl sie das Problem selber geschafft haben damals. Die europäische Politik, ich weiß nicht, ob Sie mit mir, also ob Sie diese Meinung vertreten, aber nach meiner Meinung, die Europäer haben nach der Zweiten Weltkrieg dieses Gebiet einfach bestimmt, wer da eine Regierung oder eine Stadt bilden kann. Und die Kurden haben das nicht geschafft. Aber die Kurden sind... Könnte Sie die Frage Die stellen? Frage habe ich bitte? schon gestellt. Okay. Okay, vielen Dank. Also meine Frage wurde ja verstanden, glaube ich, oder? Was war die Interesse der Türken, Parlament. türkische Politik, Afrin zu besetzen? Ja, also Dankeschön. Ich verstehe. Alles gut, danke schön. Danke für Ihre Bemühungen. Ich möchte Herr Professor Thomas fragen. Könnten Sie bitte mir eine Transparenzanalyse von PYD oder PKK in Afrin und inwiefern finden Sie, dass diese Partei richtig behandelt mit dieser Situation in Afrin oder wo hat falsch behandelt hat? Und manchmal, ich habe auch was zu sagen möchte auch. Manchmal, ich fühle mich, dass ich ein Problem mit den europäischen Menschen, die sind ein Professor, wahrscheinlich, sie kommen aus Österreich. könnten Sie die Frage stellen, bitte? Wir haben... Ich habe schon gefragt, oder das? Genau. Er will mich noch kritisieren, das darf er schon. Ja. Manchmal, ich fühle mich, dass ich ein Problem mit die Schriftler oder Philosophen oder Politiker, wie sie sind, finde. Sie sagen wahrscheinlich, sie haben große Erfahrung mit JPG oder Trete oder anderen gesammelt. Haben Sie schon einmal nachgefragt, wo sind die anderen Parteien zum Beispiel? Was machen die anderen Leute? Es gibt nicht nur dieses Partei oder nicht nur, wahrscheinlich Sie haben mich verstanden, was ich meine. Ja. Dankeschön. Wo sind die anderen? Okay, ja. Kommen die Mikro, bitte, und die Antworten weiter und dann, bevor es geht zu Ende kommt, die haben was zu sagen und dann. Bitte. Ja, ich fange an mit der klaren Frage nach dem Oliven. Ja, also es ist vielleicht wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es geht hauptsächlich um das Olivenöl, auch um die Oliven, aber vor allen Dingen um das Öl. Und ja, das erreicht natürlich, also das wird über die Grenze geschmuggelt dann in die Türkei und auch schon in der Türkei verkauft. Es gab da auch Proteste türkischer Olivenbauern, weil die natürlich mit diesem billigen Öl nicht konkurrieren konnten. Also die das verkauft haben, hatten ja überhaupt keine Kosten, nur das zu rauben. Und da gab es also dann auch schon Proteste in der Türkei und ja, das Öl wird natürlich dann auch weiterverkauft, vielleicht auch gemischt mit türkischem oder mit anderem Öl, dann weiterverkauft nach Europa. Es gibt, soweit ich weiß, keine Boykottbewegung, das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, um sicherzustellen, dass wir kein geraubtes und geschmuggeltes Olivenöl kaufen, ist zu fragen, was ist denn das, wo kommt es her? Ja, und da das dann vielleicht in der Situation klar zu machen. Ja, Dankeschön. Ich fange mal hinten an. Ja. Also wenn Sie meine Bücher gelesen hätten, wüssten Sie, dass ich mit so ziemlich allen politischen Kräften in Rojava regelmäßig Interviews geführt habe. Diese Interviews sind auch in den Büchern zu finden und auch bei meinem Vortrag war ja eine der Folien sozusagen zur Frage der Opposition zur PYD. In Afrin spielen tatsächlich die Parteien des NEKS, aber das habe ich auch gesagt, eine geringere Rolle
als etwa in der Dschezire, was einen historischen Grund hat, weil die Dschezire näher beim Irak war und weil es in Qamischli früher sowas wie eine politische, intellektuelle Szene gegeben hat und wo die PKK dann nach Syrien gekommen ist, hat sie stärker in den Gebieten, wo die anderen Parteien noch nicht so stark war, Fuß fassen können, also stärker in Kobani und Afrin und weniger stark in Qamischli. Aber das heißt nicht, dass es die nicht gibt, auch in Afrin. Ja? Und sie kommen auch im Buch vor. Zur Frage des Interesses der Türkei. Also ich würde schon sagen, dass es, und wenn man sich türkische Medienberichte, selbst Fernsehberichte anschaut, ist es auch ziemlich eindeutig. Ich würde schon sagen, dass die Türkei grundsätzlich ein revanchistisches Projekt betreibt, das die Wiederherstellung von Teilen des früheren osmanischen Staatsgebiets zum Ziel hat und aus türkischer Sicht sowohl die Frage des Velayat Mosuls im Irak als auch der Norden Syriens offen ist weiterhin und das eigentlich an die Türkei angeschlossen werden soll. Ich glaube nicht, dass die Türkei bereit ist, freiwillig sich aus den derzeit türkisch besetzten Gebieten in Syrien jemals wieder zurückzuziehen. Da gibt es sozusagen das Modell Türkische Republik Nordzypern. Und da hat sich die Türkei auch nie wieder zurückgezogen. Also insofern, wenn es dann nicht massiven Druck auf die Türkei gibt, ist das Ziel, den Norden Syriens und den Norden des Irak sich wieder einzuverleiben. Die Frage der Rolle des Irans. Der Iran spielt natürlich im syrischen Konflikt insgesamt eine sehr zentrale Rolle als enger Verbündeter des syrischen Regimes zusammen mit Russland. Bei der Besetzung Afrins durch die Türkei hat der Iran keine direkte Rolle gespielt. Was man allerdings sagen muss, ist, dass, und da komme ich jetzt auf die Frage auch der möglichen Fehler der PKK-nahen Kräfte zurück. Also am Schluss, als die Türkei dann ja wirklich einmarschiert ist, hat die Selbstverwaltung Nordsyriens versucht, das Gebiet dem syrischen Regime zu übergeben. Und meines Erachtens wäre das sozusagen das geringere Übel gewesen. Ja, also wenn ich mir, ganz brutal gesagt, wenn ich mir aussuchen kann, ich werde unterdrückt oder ethnisch gesäubert, also unterdrückt oder vertrieben, werde ich lieber unterdrückt und probiere es halt vielleicht in der nächsten Generation noch einmal mit der Freiheit. Wenn ich weg bin, kann ich das nicht wieder probieren. Also insofern ist die Rückkehr des Regimes das geringere Übel als die Besetzung durch die Türkei und die Vertreibung der Bevölkerung. Das syrische Regime wollte aber nicht zurück. Ja? Und es ist noch ein bisschen unklar, warum. Ja? Möglicherweise, also ziemlich sicher steht dahinter ein Deal zwischen Russland und der Türkei. Und der Versuch Russlands, die Türkei so ein bisschen auch aus der NATO vielleicht mit Karotten rauszulösen. Ich habe keine Indizien dafür, dass der Iran in dieser Frage eine direkte Rolle gespielt hat. Ja? Also insofern glaube ich, dass der Iran für Afrin keine entscheidende Rolle gespielt hat. Wo der Iran dort präsent ist, ist in der schiitischen Enklave Nubl und Sahra direkt angrenzend, also die arabisch-schiitischen Städte. Dort hat der Iran eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass diese Städte nicht von den sunnitischen Islamisten übernommen worden sind. Aber das ist auch nicht also das hat mit der türkischen Besetzung Afrins auch relativ wenig zu tun. Danke. Und die letzte Frage kommt von mir. Also als Expertinnen und Wissenschaftlerinnen, die sich mit den kurdischen Fragen beschäftigen und auch mit Afrin, was erwartet die Kurden in der Zukunft? Also sowohl in Afrin als auch in Rojava. Also wie seht ihr die Zukunft der Kurdinnen da? Das kann ich natürlich nicht beantworten. Ich hoffe, dass es natürlich, vielleicht nicht jetzt in den nächsten 5 Jahren, aber doch
vielleicht doch mit einer Veränderung der politischen Verhältnisse, auf die wir nur hoffen können, doch eine Möglichkeit gibt, dass auch die Menschen, die aus Afrin vertrieben wurden und zurückkehren möchten, zurückkehren können. Und der Gerichtsfall, von dem ich schon gesprochen habe, ist vielleicht eine Basis für die Zukunft. Das wird nicht jetzt sofort Früchte tragen, aber es ist zumindest dokumentiert, es gibt diese Vertreibung, es gibt Menschenrechtsverletzungen, Menschen sind ihres Besitzes beraubt worden und aus der Heimat vertrieben worden. Und vielleicht wird das dann mit einer Veränderung der politischen Verhältnisse auch doch die Möglichkeit geben einer Rückkehr. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, allgemein menschlich ist klar, dass natürlich je länger die Diaspora, die unfreiwillige Vertreibung aus Afrin andauert, desto schwieriger es auch wird, natürlich, dass dann die nachwachsenden Generationen das als ihre Heimat betrachten und auch wirklich aktiv zurückgehen. Diese Hoffnung teile ich als Hoffnung natürlich auch. Wenn ich ehrlich bin, realistischerweise fürchte ich, dass den Kurden sowohl in Syrien als auch im Irak sehr, sehr schwere Zeiten bevorstehen. Also ich glaube, es geht jetzt eher darum, das bereits Erreichte zu erhalten. Denn also ich bin in regelmäßigem Kontakt mit den Leuten in den verbliebenen Gebieten von Nord- und Ostsyrien. Es schaut ökonomisch, politisch, von der Sicherheitslage her schlechter aus denn je. Auch im irakischen Teil Kurdistans sind die Konflikte zwischen PDK und BUK auf einem neuen Höhepunkt angelangt. Der irakische Staat wird stärker und die Kurden, also die kurdischen Parteien, alle kurdischen Parteien, sind in einer großen Legitimitätskrise und ich fürchte, dass auch das bereits Erreichte in beiden Staaten zur Disposition steht. Liebe Frau Lang, lieber Herr Schmittiger, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Wir hatten wirklich sehr große Schwierigkeiten gehabt für die Buchung von Dr. Schmidt, hat sehr, sehr lange gedauert. Marie, seine Frau, ist hier und sie ist vorher gekommen. Also, und wir hatten immer gedacht, wie wäre das denn mit der Reise? Wie wird das funktionieren? Und wir wollten das 100%, dass wir ankommen. Und weil beide da sind und die sind bei uns hier in Berlin, habe ich erfahren vor ein paar Tagen, dass die vor einigen Tagen ihre 25-jährige Jubiläum gefeiert haben. Und wir haben für sie heute eine kleine Überraschung. Yusuf, kannst du hier kommen? Dass die lieben Länder das Leben. Da ist so alles. Es hat ihn so geknallt. Ja, genau so, weil die Affen nicht so verliebt in diesen Beuteln sind. Deswegen sind die Liebe verlängert das Leben. Und solange wir Liebe haben und Liebe haben, wir werden Fleisch lieben, Gutes haben, Fleisch und auch die Liebe in Ewigkeit schützen. Lieben Dank. Galax Bashbu, Badario, Hambuyan, Shbu Hatnawe, Bunawe, Rasti, Tamoko Hashmarak, auch aus Krypten, Seminariki Waha, Nishanake Kurishment, Ja Kurdiji, Bashet, Galaki Basha, Galax Bashbu Hatnawe. مش ساعات كابدن وندر من إبراهيم كيفوته لبن لبن دجالك يخشبه جالك بس هو شيء.
Mary, hast du meine Tasche? Oh, ja, ich muss die Visitenkarte hier geben.